Der Zeitpunkt ist gekommen, Freunde. Der Zeitpunkt, dieses ganze Chaos, diesen ganzen Krieg ein für alle Mal zu beenden. Lord Egil ist irgendwo da vorne und ja, wir müssen es irgendwie schaffen, ihn zu überzeugen oder ihn zu besiegen, je nachdem, was da wohl eher in Shulks Interesse steht, um das Ganze und vor allem das weitere Blutbad endgültig zu verhindern. Und irgendwie Egil halt, ja, beizubringen, dass halt nicht alle Bewohner von Bionis irgendwie böse sind, sondern dass alle Bewohner, egal ob er auf Mekonis oder auf Bionis, das gleiche Recht haben zu überleben. Na dann. Wir sind bald da und der Kampf gegen Egil wird sicher folgen und ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, wie er sein soll, aber gleichzeitig bin ich auch einfach nur gespannt drauf. Was wird wohl jetzt gleich für eine geile Zwischensequenz folgen? Vanea, where have you been? Egil, why do you go so far to destroy the Bionis? We survived that battle. We should have created a new world in which we could live in peace, and we still can. The rage of those who were annihilated by the Monado will never dissipate. Think not about avenging the dead. Think of the living. Please, Egil. I don't want to lose you. Are you so resigned to giving your life for this? Life or death, I care for neither of these. The agonized cries of our brethren resound within my ears. Until they are silenced, I am deaf to all else. Egil. So, you have finally arrived, heir to the Monado. You are Egil, leader of Mekonis. That I am. Of course. You have never seen me outside my face, Yalda Balf. But even if I am without it, you will never defeat me. Wait. I didn't come to fight you. Cowardice? Then relinquish the Monado and kneel before me. I didn't come to surrender to you either. I just want to know something. You have my undivided attention. Ask your question. I've seen the legends of the Machina right here in the capital. I think I understand why you want to fight the Bionis. But why send the Mechon to attack the people of Bionis? I don't see the joke. We share the same world. The Homs, Nopon, and High Entia live in harmony. So why not the Machina too? Tell me, boy, are you familiar with the concept of starvation tactics? Of course. A military strategy in which you cut the supply lines and starve out the enemy. So, then you understand that that is the best method by which to ensure victory. I have no resentment or hatred for the peoples of Bionis. I am simply depleting the Bionis energy. Striking back at the Titan that robbed my people of their lives. I don't understand. Perhaps you need me to put things more simply. All life on Bionis exists purely to feed its master. What? Ether. The base element of all things that exist in this world. My body, your bodies. You are aware that ether is the foundation of them all. Yes. Ether is power. You are the source of that power. All life that is born from the Bionis dies, and is returned to the Bionis. Unlike the Mekonis, the Bionis feeds on ether provided by those who return to it. Upon the moment of its eventual awakening, it will require an incredible number of lives. But that means... What are you talking about? Are you saying we're just food? It was the Bionis that created you for such a purpose, not I. So you attacked Bionis to reduce the Bionis power supply? Correct. You are nothing more than bugs to be devoured by my sworn adversary. Do not speak to me of your foolish dreams of unity. Foolish?
We only grieve for those we've lost, as you do. Machina or Homs, we've suffered the same. Don't tell me it's different. Indeed. We have both suffered. So then, You doubt my convictions, my reasons. In order to avenge my people, I have risked everything. Can you say the same? yes, we can. To get this far, we fought long and hard. And yet, you do not fight me. Your words are useless. It is only strength that can prevail. Shulk, this whole thing stinks, but he's got a point. Agreed. Egil, leader of Mechonis. The lives of the Machina and the lives of all that lives on Bionis are one and the same. We won't stop. Not until you realize that. Ja, also wieder mal mit dem Kopf durch die Wand, was? Das ist wieder mal sehr toll. Aber damit gebe ich Schulk recht, wir sind wirklich sehr lange unterwegs, und zwar verdammt lange, ey. Alter, 133 Parser so bereits. So, was hat jetzt der so drauf? Drohne fertig. Was? Okay, was hat denn jetzt drauf? Mal gucken. Nicht so sehr viel, wie es aussieht. Hier sind nur stinknormale Drohnen. Und tschüss. So, eine erste bitte. Also bis jetzt noch relativ simpel, aber wissen Sie ja, das kann sehr schnell ins Auge gehen. Müssen nur zwei, da war's schon. Komm schon. Naja, so, wenn ich irgendwelches Special Attacks drauf habe, bin ich ein bisschen enttäuscht. Und da kommt er auch schon. Zielraketen 4. Oh, die machen viel Schaden. Das ist kein Problem, denn wir haben den Shield drauf. Der bringt nix. Bis jetzt sieht es aber sehr gut aus. Hast du schon wieder Drohnen? Och, Menno. Hä? Sind die jetzt? Wollte schon fragen, wo sind die plötzlich? Tschüssikowski, Freunde, haben mich gefreut. Ja, bin schon dabei. Aber ich habe keine Drohnen, hab keine Zeit für euch. Was ist drauf, ey? Die halten viel zu viel aus in meinen Geschmack. So, der erste Down, wo ist der nächste? Da ist sie ja. So, Egil ist zwar Level 70, aber irgendwie kriegen ihn trotz allem noch gut down, wa? Also, von uns kann abgekratzt. Gruppenleiste ist voll, bis jetzt sieht's gut aus. Ja, aber ich weiß auch, Leute, das war es noch lange nicht. Er kommt garantiert noch sein Gesichtsmechen und dann geht die Post ab hier. Ich nur die Aufwärmrunde. Ich überlege also noch ein bisschen das Ganze hinauszögern, weil je länger wir kämpfen, desto mehr Erfahrungspunkte kriegen wir. Und Level 69 zu erreichen, kann sicher nicht schaden. Kannst du... Oh, macht immer mehr Schaden. Okay, wird auch immer stärker. Kannst du knicken, Kumpel? Du machst keinen Schaden, Bier. Naja, 5, die schenke ich dir. Macht echt relativ wenig Schaden. So, dann haben wir erst runter. Schön. Nehmen klappt das ein bisschen. Ja. Machen wir ein bisschen langsamer. Ach, du gehst mir auf die Sender, Leute. Macht nicht viel Schaden, das Teil. Was? Man kann da ein bisschen für einer. Alter Schwede, was ist denn das für ein Mordsviech? Ein Ader natürlich meinem... Ich trottel, was war mein Mechon-Teil bereits? Naja, ist egal. Jetzt sieht's gut aus, wollte ich gerade sagen. Wupp, das war knapp. Nein, Vio, was hast du gemacht? Wo bist du? Ich komm schon. Ja, ich hol sie schon, wenn ich mal sehen will, oder? Hier ist sie. Komm schon. Wir knüpfen uns gemeinsam vor. Schon wieder.
So, jetzt reißt es mir langsam endgültig. Ja, jetzt sieht schon was ab. Auch nicht so ein dämmerer Flammenwurf. Aua, tut doch weh. Fiora, könntest du bitte mal heilen, wollte ich gerade sagen. Und tschüss, das war's gleich für mich. So schnell kann es gehen. Fiora, Schala, mir ist eigentlich egal, wer von euch. Okay, halt, Schala. Was zum Henker war das wieder für eine Scheiße, hey? Meine Güte, ey. Was, also manchmal wäre es echt klüger, mit Schala direkt zu fighten, sprich statt Schuld nämlich sie. Dann kann ich auch so mit dem NPC-Logik, hey, Mann, oh Mann, ey. Ja, da mich eigentlich hier nicht so sehr aufregen, weil Xenoblade ist schon von dem her ein älteres Spiel, also wenn man da jetzt halt sagt, ja, ist halt nicht so klug programmiert worden für die NPCs, okay, kann man ruhig machen oder so, damit begründen. Ich begründe das vor allem deswegen oder erkläre das deswegen, weil wenn das mit zum Beispiel Dragon Ball Z Battle of Z vergleiche, ist das sogar noch human, was im Vergleich mit dem anderen Spiel, aber egal. So, nochmal so. Weil wenn nicht mehr Defense, müsste also besser funktionieren. Ja, ja, bring die Drohnen, bring sie. Also erstmal 2 normale. Danach kommen zwar ein paar fliegende, ist mir aber auch relativ egal, welcher das sein soll. So, das war der. Kommen wir zum nächsten. Ja, ich weiß, kein Problem, kein Problem. Ne, untere Säge tut mir nicht wirklich weh. Kann schon Zielzwang ändern. Okay, auch nicht mehr nötig. Mann, die Kameraeinstellungen mal total kacke. Schwanken, bringt nichts bei ihm, okay. Die Abwehr geht auch nicht runter. Was, schon wieder Drohnen am Fertigen? Heute echt lame drauf. Ich hab seine Drohnen zu schnell erledigt. Alle miteinander, so. Boah, 2 miteinander platt gemacht, geil. Schon krass, war Level 65, aber haben nichts drauf für das Level. Nö, sieht aus, wären die Level 1. Also trotz allem, Leute, im Spiel muss es schon mal die Note 1, also sprich natürlich die beste Note für die Musik geben. Die ist also echt immer wieder geil. Obwohl es eigentlich immer die gleiche ist. Oh, verdammt. Monado, ich brauche ein Schild. Schnell, schnell. Ja, jetzt muss ich überleben, aber trotzdem. Das ist zu gefährlich für ihn. Halt mal ganz kurz. Monado, wer ist mit mal. Wow, 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 wow. Das war knapp. Das war verdammt knapp, Monado. Mein Geschmack zu knapp. Widerstanden, toll. Abwehr runter geht auch nicht. Wo sind sie? Sind sie klein wieder mal? Okay. Man kann jetzt Zeit für euch, verschwinden doch alle miteinander. Ja, das eine überlebt, kacke. So, die sind auch da. Und mal bei Egil. Bei Egil und Co. Ja, es läuft gut. Viel besser zum letzten Mal. Das mag ich doch. Alter, geht eben halt Defense runter, oder was? Die Zielrakete Nummer 4. Wir werden einen Freund vernichten. Yep, das führt leider auch. Monado, wäre es bitte mal so gut. Ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Monado, Monado. Monado? Alter, immer so knapp, hey. Dieses scheiß Drohnengesöff Dingsbums. Wieder kleinere, okay, das kämpft dann größer. Dann verschwindet doch mal! Wow, früher verkeint, Alter! Hat er noch nie geschafft im Spiel hier. Alter, drehst mich mal um, dankeschön. So, wir haben ihn gleich vorne, wir haben ihn gleich. Das gleich, wird noch eine Weile dauern.
Aber im Glück halt noch in diesem Part. Ich weiß, bereits wieder vorbei, oder langsam zumindest mal, geht das Ende zu, aber wir machen es ein bisschen länger. Jetzt noch die Runde hier. Auch nee, jetzt kommt ein größerer. Jetzt wieder die. Ja, jetzt kommt wieder das Scheißteil. Schul, was machst du da? Muss immun dagegen, ist klar. Umfallen kann er, aber K.O. bleiben? Nö. Das geht nicht, nur damit es klar ist. Klar, Kleiner. Soll ich? Muss fast. Oh, gar nicht gut. Jetzt brenne ich ein bisschen. Jupp. Keine Sorge, Schala, hol dich gleich zurück. Wo bist du überhaupt? Ah, hier bist du. Wenn du gleich down gehen solltest, soll du bremsen noch ein bisschen. Oh, kein Problem. Mann, wenn sich zumindest mal ein bisschen regenerieren würde. Ich wollte gerade fragen, wo bist du überhaupt? Schon wieder. Was ist denn diesmal für ein Teil? Ah, normale Viecher, wa? Oh, nee, die sind ein bisschen stärker wieder. Was jetzt? Ich sehe nichts mehr. Was ist los? Mann, ey! So. Mach die kleinen Dinger platt. So. Wollt doch schon sagen, dass es lange dauert. Es sei, es lange dauert. So. Versucht abzuhauen, das bringt aber nichts. So, wir haben gleich. Und das war's. Also, erste Phase relativ gut gegangen. Wie sieht's mit der zweiten jetzt aus? How could this happen, even with the Apocrypha? You know, Egil. You know the reason. The power of the will to protect your own. Is that what you refer to? And what of you, Vanea? You would side with those of Bionis and attack me. You have forfeited your right to exist. Perhaps. If that is to be my fate, I gladly accept, brother. As would any of the villagers. So the few remaining members of my people have now betrayed me. Interesting. You're wrong! The villagers and I, we just wanted all this fighting to stop. Egil, all we wanted was to live with you in peace. Nothing more than that. Nonsense. There will never be peace until the Bionis is destroyed. Brother! Your blade, it did not cut deep enough. The Golden Mekon. Permit me to apologize for calling you bugs just now. You proved to be a worthy adversary after all. Shulk. Ach du heilige Scheibenkleister, ich hab's geahnt. Level 72 ist klar. Leute, das ist mir ein bisschen zu viel. Naja, wir werden sehen, M72, ob das wirklich schon machbar ist, aber nicht so ein bisschen zu schwach sind. Scheiße, wir haben fast ein Level Up, hey. Gibt's nicht. Okay, also sollten wir hier verlieren, mir ist ein Part, damit ich noch ein bisschen trainieren gehen, also zumindest noch Level 69 erreichen. Alter Schwede, hey, okay. Wieso brennt Egil? Jetzt gerade auch recht so, wie es brennt überall bei ihm. Naja, egal. Also sein Gesichtsmärchen heißt Yalda auf, wie er auf den Namen kommt, keine Ahnung. Vielleicht noch erfahren. Und der Kampf gegen Egil geht weiter. Hier bei Xenoblade Chronicles. Bleibt auf alle Fälle dabei, Freunde, denn es geht spannend weiter hier. Oh Mann, ich muss gleich weiter zocken. Es ist gerade so spannend.
Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.